Voilà, wir hatten de neue Regierungsrat wo wir de Point gemacht hun iwwer de Situation an noch eng Reihe neue mesure geholt hun wirklich gegen den Coronavirus. Wir sind an einem ganz seriösen Moment von dieser Krise an het gëtt an den nächsten Stunden an den nächsten Tag auch nicht eng manner ugespannten Situation hier am Land. Op den Tag von haut am Jun nur just die letzte Zule krit, haben wir zu Lützeburg 15 Deutsche am Zusammenhang beim Coronavirus. Von diesen Personen, also Patientin, zu Lützeburg am Kader von dem Akkord, den wir auch mit Frankreich vom Mulhouse abgeholt hatten. Hat diesen Zöllen von 15 Menschen stehen 15 Familien, es stehen 15 Mal ein Freundeskreis, Arbeitskollegen oder Freunde. Und das ohne Zweifel ein schwerer Moment für uns alle Guten, aber auch für die direkt Betroffenen nach mir. Ich will Ihnen am Namen von uns alle uns dieses Gefühl ausdrücken. Es werden noch weiter Menschen abgehen von diesem Virus. Wir müssen uns darüber erstellen, als seriös an aller Souveränität, da wir da können umgehen. Madame Lehnert wird mich später nach mehr am Detail auf die aktuellen Zahlen angehen und noch auf die mehr spezifisch Données. Es ist wichtig zu verstehen, dass es kein typischen Affer vom Virus gibt. Es sind zum Teil Menschen mit verschiedenen Erkrankungen. Es sind Menschen, die aus Symptomen sterben, die nicht unbedingt auf den Virus zurückzuführen sind, an der Woche nach zusätzlich den Virus an sich hatten. Ohne Zweifel aber ist der Virus extrem schädlich und eben auch vereinzelt tödlich für Leute, für die vulnerabel und auch für die, die schon gesundheitlich angeschlagen sind. Nicht just für sie, aber besonders für sie. Wir müssen demnach auch die Disziplin weiter aufrechterhalten. Wir müssen uns selber, uns alle Guten und noch die vulnerablen Leute schützen. Wir müssen daheim bleiben, so viel es geht, und müssen den Kontakt mit den Leuten, so viel es geht, auch begrenzen oder sogar vermeiden. Die Aufforderung von dieser Krise nach besser können gerecht zu gehen, haben wir, wie gesagt, noch ein Ritsch von Mesuren angeholt. Das betrifft notamment die Möglichkeit für ein Maximum an Personal auch aus dem Gesundheitssektor können zu mobilisieren. Wir haben dafür ein Reglement conducal angeholt, weil das möglich Doktoren an anderen Personal über den Contrat durée déterminé an der Fonction publique können zu integrieren, und sie so viel Zeit von dieser Krise auch zur Verfügung können zu haben, für an die Spitäler, an die Centre de Soins Avancés können auch zu schaffen. Das ist eine Mesure, die all die Leute, die nicht an einem Statut von Salarié sind, also die Liberaldoktoren oder Infirmieren oder aus dem Sektor, und sie können am Kader von einem exceptionellen Contrat durée déterminé, also wie gesagt, als Employé de l'État angestellt gehen. Wir brauchen all Einzelnen, den hier helfen kann. Außer haben wir auch eine Reihe Derogationen am Code du Travail für gesehen. So als zum Beispiel für die Zeit von der Krise möglich mehr zu schaffen, wie das sonst den legalen Kader möglich möchte. Wir sind mit der Krise und selbstverständlich, diese Mesuren limitieren sich auch auf den Etat der Krise, dass sie noch ein Maximum von 12 Stunden den Tag kommen, als 6 Stunden an der Woche. Das ist auch eine Demande, die auch aus dem Sektor kommt, auch an den Maisons de Soins, die Gesundheitsberufe. Da das auch gedurcht für die Berufe, die am Anfang viel gesehen, durch die Exzeption, durch die Wichtigkeit von, dass die essentiell Anfang sind, auch für das wir können weiter funktionieren. Die Limit die haben wir auch geändert für die Studenten. Sonst dürfen die ja maximal einen gewissen Durée maximal schaffen. Das haben wir auch abgehoben. Sie können über CDD für 4 Stunden die Woche auch angestellt gehen und nicht just für 15 Stunden, so wie das bislang der Fall ist. Also das sind auch, wie gesagt, alles außergewöhnliche Mesuren, die auch just gelten für die Zeit von Etat der Krise, und sind auch froh, dass den Arbeitsminister die letzte auch Diskussionen hatten mit den Gewerkschaften für auch die dort Mesuren am Dialog mit ihnen können
zu annoncieren und eben auch zu präparieren, für dass man die Moyen auch am Regierungsrat die konnten unholen. Das ist eine außergewöhnliche Zeit. Und dafür haben wir auch dezidiert, dass die Leute, ob da sich nur eine Arbeit, also auch bei der ADEM sind ihre Statut auch automatisch bis an von dieser Krise muss sie können behalten, auch wenn sie en fin de droit wären. Was das Chômage partiell betrifft, haben wir morgen noch festgehalten, dass kein Mann wie den Mindestlohn kann bezahlt kriegen. Das bedeutet, dass Salarien, die für den Mindestlohn schaffen an Lo aber an der Kurzarbeit sind, das heißt, nicht 8% vom Mindestlohn auch sollten kriegen, aber der ganze Mindestlohn bezahlt kriegen. Das heißt, der Mindestlohn bleibt der Mindestlohn. Wir wissen, wie schwer es auch ist. Und da sind wir, wo man der Meinung, dass der Mindestlohn auch garantiert gehen für die Leute, die am Moment dann eben auch am Congé, am Chômage partiell wären, aber wie gesagt, nicht 8% von ihrer Pay so skiffen kriegen. Wir haben auch die neue weitere Decision geholt am Kader vom Congé pour raison familiale. Das mesure gilt weiter, weil auch weiter Schulen nicht ophun an Nordgriechen zu sehen. Also das heißt, dass auch ein älteren Teil muss bei den Kanner bleiben. Allerdings kann ich just auf ein Congé pour raison familiale zurückgreifen, wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt. Et Gard von der Kanner daheim zu assurieren. Et kann nicht der Cumul von einem Chômage partiell an von einer Congé pour raison familiale hun. Der Chômage partiell muss primieren. Demno kann wenn ihn am Chômage partiell als Congé pour raison familiale aufruhen, respektiv weiter davon profitieren. Dasselbe gilt auch für einen anderen älteren Deel, wenn also in einer Familie ein älteren Deel in der Chômage partiell fällt, kann weder hier selber, aber auch nicht dann den mit dem daheim als der Congé pour raison familiale aufruhen. Zu diesen Mesuren hat der Vizepremier an Arbeitsminister Dan Kersch auch direkt noch als eine Pressekonferenz für heute mehr an Detail können darauf anzugehen. Wir noch eine Reihe Mesuren, die indirekte Reperkussionen von der Krise betreffen. So kann der Amment auch zum Beispiel kein Lokatär aus der Wohnung, wo der Moment liegt, auch rausgesagt gehen. Wir haben das vor, wie gesagt, ein Déguerpissement en Suspens gehalten. Das heißt, dass auch kein Lo von Haut und Uhr gesagt gehen. Wir haben noch de Moyen eine Disposition geholt über die Resergence, wo den Delay für das Remboursement von einer Reise, die annulliert gehen, als für Dauer vom Krisenzustand suspendiert geht. An wie gesagt, eine Ablöstung von diesen Mesuren werden beim Kommuniqué fanden, den Lo auch und Presse gegangen oder wird gehen. Wir haben übrigens auch nach dem neuen Budget von 800.000 Euro deblockiert für die Initiative CEPI. Das ist eine europäische Initiative, auch noch mit anderen Partnern für die Recherche gegen eine Impfung für den Virus also wie gesagt, eine Impfung können zu developieren, und was Lützeburg auch Partner von dieser Initiative. Ich will noch einmal unterstreichen, wir holen exceptionelle Mesuren. Und wir gehen weit, und wir gehen noch bei vielem mehr weit wie andere Länder. Das gilt zum Beispiel auch für die Ökonomie, die am Stillstand ist. Zu Lützeburg sie proportional gesehen viel mehr Leute am Teletravail oder am Chômage partiell, wie das an andere Länder auch gesagt. Wir müssen weiter stark an diszipliniert sind. Schön ich Fedrun die Lashzölen gesagt. Wir haben alle einen Teil von Responsabilität an das Zölen so genug aus. Madame Lienert. Ja, als Priorität ist nach wie vor darüber ausgerichtet, den Virus so gut wie möglich an den Griff zu kriegen, so gut wie möglich durch die Krise zu gehen. Aber sie werden nicht stehen bleiben, wenn man einer 12 von insgesamt 15 Toten seit dem Anfang von der Krise muss man uns bewusst gehen, dass nach die schlimmen Wochen als befürchten. Das Altersmoyen von den Verstorbenen stand heute bei 80 Jahren. Ich gebe aber gerne unterstreichen, dass die jüngste von den Verstorbenen Leute 53 Jahre hat. Das war eine vulnerable Person. Aber das weiß ich, dass man nicht just von einem Virus schwätzen, den nur exklusiv Leute treffen. Ich gebe für Roboch von dieser Platz gerne die Familien und die Bekannten von denen Verstorbenen auch von meiner Seite mein aufrichtigste Beileid ausdrücken.
Op haut das Gesamtzahl von den Covid-positiven Fällen zu Lützeburg bei 1605 Personen kommen. Davon sind 1435 Residenten. Den Durchschnittsalter von den Personen, die positiv getestet sind, liegt bei 46. Aber wir haben dabei, so wie das auch Tendenz an anderen Ländern sind, liegt Majorität der Männer, 54% sind Männer, gegen 46% Frauen. Zu den Leuten, die nicht gesund sind, da sind Ziffern heute noch immer nicht abschlussreich, ich kann nicht aber gehen. Offiziell hätte man laut der Definition, auf dem wir uns basieren, 40 Leute, die als geheilt vergüllen. Ich gebe aber dazu gerne präzisieren, dass ein Zeitspann von 14 Tagen angerechnet wird. Das heißt, ab dem Moment, wo ein positiv getestet ist, also ein Mindestabstand von 14 Tagen und noch die Absenz von Symptomen, die dabei können. Das heißt, die Zahl von gehielten Leuten, die wird viel mehr abgehen über die nächsten Tage. Das ist, was ich von Anfang an immer annonciert habe, das vielleicht ab der nächsten Woche irgendwo sprechen. Das könnte erschrecken, wenn das so hört. Das ist eine ganz normale Sache. Die Leute sind weitgehend schon alle gute gesund, an dem wir sie spüren, aber statistisch gesehen erfassen wir sie recht als soll, wenn den Espace respektiert das. Insgesamt 12 von Tester, die wir bis gemerkt haben, seit Anfang der Krise, da liegen wir bei 13.738. Und da sind wir weltweit, aber in Funktion von denen Donnerien disponibel sind, das Land wird am meisten testet. Das werden wir auch weiter so machen, mit einer ganz breiten Testpolitik, die wir auch systematisch ansetzen. Das heißt, wenn wir die Kombination haben, eine Person hat Symptome an als vulnerabel, da wird systematisch getestet. Das ist das, was wir seit einer Zeit machen, aber was wir auch weiterhin werden machen. Zu den Hospitalisationen gebe ich den Stand von heute Morgen in Auer durchgehen. Da sind wir bei 140 Personen, die hospitalisiert sind zu diesem Zeitpunkt. Davon allein 25 Personen auf der Intensivstation. Bei den 25 Personen sind auch weiterhin die 6 Patienten aus dem Mülus, die wir hier aus dem Grundest abgeholt haben bei uns. Was die Bettkapazitäten an unsere Spitäler betrifft, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Ich gebe die ganz genau durchgehen. Wir haben insgesamt 2354 Betten disponibel, mit einer weiteren Reserve von 230 Betten, die können aktiviert gehen. Von dieser Anzahl sind 2235 Normalbetten, mit einer Reserve von 150 weiteren normalen Betten. Und wir haben einen Stand von 119 Intensivbetten, das heißt Betten, die haut als solch ausgerichtet sind, mit einer Reserve von 80 zusätzlichen Intensivbetten, die wir zu allem Moment können aktivieren können. Intensivbetten, das sind Betten, die sowohl mit dem dementsprechenden Material, also Respiratoren, ausgestattet sind und auch können betreut werden von dem Personal, das extra dafür auch zum Teil muss ausgebildet gehen. Das heißt, wir haben insgesamt eine Intensivbettkapazität haut von rund 200 Betten. Darüber hinaus haben wir aber auch haut schon 100 zusätzliche Respiratoren zu Lützeburg, die am Erstfall können aktiviert gehen. Das heißt, du hast Material da, aber wenn die Situation nicht verlangt, können wir andere Betten freimachen und abrüsten, für das es Intensivbetten gehen. Das heißt am Klartext, dass man Stand haut, mit den Kommanden, die angekommen sind, können bis auf 300 Intensivbetten gehen. Ich gebe aber darauf aufmerksam machen, dass man neben dem Material, das wir haben, schon das schon vormal gesagt, eine ganze Reihe Kommanden laufen haben, wo wir auch zuversichtlich sind, dass wir da trotzdem über die nächsten Wochen, wenn noch nicht an der ganzen Ampleur mehr, aber zum Teil werden rankriegen, sodass wir mit all zusätzlichen Material, das wir rankriegen, im Niveau Respirateur natürlich auch noch können zusätzlich Betten an den Ersatz bringen. Dann auch noch eine Präzision zu den Scannern. Ich werde nicht ganz präzise bei der Gleichgewicht vorgestellt kriegen. Die 4 Scanner sind ein Acquis, die sie kauft. Den ersten an einer Rekordzeit, da ja im Vergleich zu normalen Zeiten, den ersten wird zu Ettelbrück den 3. April können operationell gehen. Die 3 anderen, das ist am CHL, HGRS und CHEM, die werden an Container abgerichtet gehen, das hält ein bisschen mehr lange Zeit. Die werden zwischen dem 10. und dem 12. April können operationell an den Ersatz gehen.
Dann auch noch eng froh, die man oft Gestalt kree, wie sie man opgestalt par rapport zu als normale Patienten. Wir hun nirgend als ganzer Oprüstung für den Umgang mit den COVID-Patienten selbstverständlich mit normale Krankheiten noch zu kämpfen. Sie Leute, die dringend müssen behandelt gehen, Krebspatienten müssen Operationen gemacht gehen. Auch Dosen als Klinike präpariert. All Klinik wird wirklich ein Teil von ihrem Staff den reserviert als für die Normalbehandlungen an einen anderen Stream eben die Brett als die freigemacht gehen als für die Covid auflühen. Man aber auch doniert mit ein ganz Reihe 4 Spitäler, die insgesamt 8 Sitten haben, wenn ich das genau zusammenzählt. Du hast auch E-Sit, nämlich die von der Sita-Klinik, die in Moment reserviert wirklich für, wenn ich das in einer ganzen Person proper Patienten, das ist non-Covid, also nicht Covid-Patienten. Da sollen eben die urgenter wichtige Operationen können gemacht gehen mit einem Personal, weil doch separat aktiviert das rund um die Site. Das ist mir E-Site-Klinik, die wirklich am Moment wirklich nicht aktiviert das für einen Flug von Covid-Patienten, justement, weil man durch Leute tun, die eben urgenter wichtige Treatmenten müssen gemacht kriegen, die per Definition auch vulnerable Leute sind, das du reserviert, also als Ambition, das können aufrecht zu halten. Idealerweise bis zum Schluss von der Krise, bitte fall so lange wie möglich. Auf den anderen Seiten, das ist eine ganz konzertierte Abteilung zwischen den Spitälern, die Kooperation, die Zusammenarbeit funktioniert wirklich ganz gut. An all den anderen Spitälern sind separat Flühen abgebaut, sowohl am Niveau von der Behandlung wie auch am Niveau vom Personal, wo sie dann über Unité de Soins getrennt, wo wirklich klar Trennung gemacht wird, für den dann der hat. Voilà, da gebe ich vielleicht auch einke darauf aufmerksam machen, dass Lützeburg probiert als Echtland dabei zu sein für an die sogenannten Recherche von der Herdenimmunität heranzugehen. Da gibt es neue Tester. Wir haben darum kommen, wir sind noch zuversichtlich, dass wir sie kriegen. Wir haben sie noch nicht. Wir als Planung nur sind wir wirklich abgestellt und wir planen das intensiv, den Deployment für wirklich über die Bluttester, die einem erlauben, über den Echantillon an der ganzen Bevölkerung festzustellen, wie schon immun ist, wie krank ist oder wie noch nicht hat, eben ein ganz gutes Bild zu kriegen von der Situation auf unserem Territoire. Das ist etwas, was wir an der Planung haben. Ich weiß, die Information ist schon zirkuliert, ich hätte sie eventuell lieber rausgegeben, wenn ich sicher gewesen wäre, Material als du. Aber im Prinzip ist das ab der nächsten Woche geplant, dann da sollen wir auch ein Deployment können machen, dann, wo wir am Gang sind zu planen, wenn Ideen ideal soll anlaufen. Aber auf die Weg können gehen, da können wir ganz gut einen Schritt weiter, auch für die Planung von unserer Strategie für raus aus der Krise zu gehen. Da sind wir auch am Gangen, darum zu schaffen, mit einer ganzen Equipe und Chercheuren und Leute von uns, die weiter nichts machen, neben dem Operationellen. Sie funktionieren am Anfang apart vom operationellen Teil, beschäftigen sich wirklich mit Statistiken, mit Projektionen und so weiter, dass wir auch für Estland eine fiable Basis kriegen für das Monitoring von der Krise selber, aber surtout auch für zu dezidieren, wie gehen wir raus, wenn ich aus dem Moment für aufzugehen mit den Mesuren. Das sind Arbeiten, die laufen auf Heichtouren, dann werden wir durch echt Resultate nächste Woche, sodass wir können ab nächster Woche mehr präzise gehen, was die nächsten Etappen oder verschiedene Szenarien zumindest sind, die für Estland wirklich lokal umdenken. Das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Alles, was du so hörst, das ist an uns nach rein spekulativ. Das sind wirklich die Experten, die darauf schaffen, an nach ein bisschen Zeit brauchen, für als Chiffren zu relativisieren und dann einen Vergleich zu bringen. Ich gehe von meiner Seite aus auch ganz gerne auf die allgemeinen Verhaltensregeln angehen, das nicht zu unterschätzen. Viele Sachen sind auch erlaubt. Ich gehe aber darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr zum Beispiel Ackkaufen geht, da sind das nicht so als Beschäftigung angesehen, dass ihr wirklich soll probieren, allein Ackkaufen zu gehen, wenn es irgendwie geht, so man wie möglich zu machen oder zu regruppieren. Da sind die Aktivitäten, die erlaubt sind, restriktiv umgeht. Ich meine, wir wünschen uns wirklich, dass Leute sich das Prinzip zu herzuholen, dass sie daheim bleiben und dass sie alles, wo sie sich vorstellen, kann ich es machen, soll ich es machen, vielleicht denken mit dem Filter gucken, ist es wirklich nötig, muss das wirklich los sein. Und wenn den Stehfroh wirklich systematisch stellt, dann erledigen sich ganz viele Fragen, ob das da genau juristisch erlaubt ist oder nicht. Das ist wirklich den Abruf, den ich von meiner Seite auch denke. Ich meine, das ist extrem wichtig, dass die Kruzialzeit, dass wir uns all darunter erhalten, dass wir die Verhaltensregeln observieren, an so Mann wie möglich draußen zirkulieren, für dass wir so Mann wie möglich den Virus noch weiter verbreiten in unserer Gesellschaft. Dann gebe ich auch nach Auto von der profitierenden Abruf zu machen, was unser Cargo Center betrifft. Das Cargo Center ist von ganz, ganz großer Wichtigkeit zu diesem Zeitpunkt, weil es über DW ist, dass den
Premier hat schon öfters gesagt, dass als Brick no bausen, dass du wo als Material hier kreen, ob dat man werden viel kritisch Materialien Deel aus kommen. Heute Morgen um 7 Uhr konnte man eine Lieferung, die schon gut nicht schlecht war, das nach lang nicht alles, was man bestellt, mir könnt bloß alles. Wir sind noch da auf Volontären angewiesen, für zu helfen. Und dafür haben wir auf GovJobs eine Position für definiert, speziellen Appell gemacht, für auch da genug Volontären zu haben, dass wir wirklich als Cargo Center können assurieren über die Krise durch. Ich gebe bei der Gelegenheit wirklich ein herzliches Merci so an den über 11.000 Leute, die sich schon gemeldet haben auf GovJobs. Das ist ein immensen Elan und Solidarität bei der Bevölkerung. Und das macht wirklich Frieden an dieser Zeit. Voilà, dann auch du schon wie gesagt, am Cargo Center sind noch schon Volontären lo auch du von meiner Seite merci de Moyen dat gesehen die Leute von der WSA von der CRL und noch von der Armee die schon am Ersatz sind und sind noch ganz zuversichtlich dass man über den Abruf von Volontären do wirklich dadurch werde kommen. Und dann ist es ugeklungen wir sind mit einem Akkord de Prinzip für Personal vom ganzen Gesundheitssektor also für sämtliche Gesundheitsberufe eine Lesung zu finden wie man die Leute können über den Weg von einem CDD durch das Krise durch einerseits sichere man Revenu aber auch aktivieren für die Besoin die man hun das für das man so flexibel wie möglich können die Krise managen und Leute an den Ersatz bringen dem Moment wo man sie brauchen. Dazu werden Präzisionen kommen, denn deshalb man auch wirklich ganz viel Detailerbe machen über die Weekend dadurch Akkord de Prinzip als do wir werden den Gemeinden präzise darüber am Detail zu kommunizieren. Voilà, das war von meiner Seite. Voilà, ich fange an, zufällig mit Frohe vom Radio 100,7. Die erste Frage geht und Madame Lehnert. Aus welchen Gründen publiziert ihr auf ihrem Internetseite, ähnlich wie zum Beispiel Belge, nicht mehr verschiedene Zahlen, also auch die von den Hospitalisationen, das war intensiv, die geheilte Patienten, mit auch allkehr die Variationen binnen einem Tag. Und ihr will es an Zukunft mehr Zahlen zu publizieren, auch die vom Total von den Tester. Wir sind am Gang ein komplett neues Monitoring-System en Platz zu setzen, den so gut wie finalisiert. Und dann wird auch ab der nächsten Woche ein wirklich komplett, das ist ein ganz komplexes System, das wir en Platz gesetzt haben. In auch kein Land, an dem Stil en Platz wird, wo man Données von sämtlichen Akteuren wirklich bei kriegen, mit Dashboarden drauf. Wenn wir die bis laufen haben, das wird ab der nächsten Woche sein, werden wir uns intern damit befassen, dass wir nach mehr Details rausgehen. Das haben wir im Moment ganz bewusst nicht gemerkt, weil wir die Zahlen Variablen von einer großen Vielfalt und Akteuren rankommen, dass sie immens aufwendig sind zu kontrollieren. Sie sind auch teils, sind wir der Meinung, dass sie vielleicht mehr Unruhe machen an der Bevölkerung wie gut. Zum Beispiel, wenn mich fragt, 12 von denen Personen geri, wenn man do die Zölle giffen rausgehen, die lo haut gin hun mensch, dass dat méi frohen opwerft, wie het Leiit berouecht. Wir sind wir hun uns effektiv dadurch sobald man als Zölle komplett hun, werden man enker der befassen, ob man vielleicht méi Detail rausgehen. Ich werde jedenfalls ab der nächste Woche dafür den ganzen Überblick op die Zöllen hun an doch dazu können regelmäßig Schritt an Antwort stohlen. Und dann gucken man kann das vergleichen, was die anderen Länder machen. Wir hatten also die paar auch aligniert auf andere Länder, aber wenn da Parameter sind, die wirklich interessant sind für die Bauern, können wir das gerne nachschalten. Aber wie gesagt, ab der nächsten Woche will ich sicher sein, dass wir ein gutes stabilisiertes Datensystem haben, wo wir das doch relativ automatisiert können machen, weil das mobilisiert die Kippen ganz stark für die Chiffre genau zu berechnen, dann noch korrekt rauszugehen. Das ist immer das Risiko, dass dann eine Falschzahl rausgeht. Sobald wir da sicher sind, ab der nächsten Woche gibt es neue Möglichkeiten noch für uns. Dann ein Frohmänglisch von RTL und Madame Lehnert auch. Wie gesagt, die momentane Situation an den Alters- und Pflegeheimen aus? Wie viele Fälle goufen bisweilen an denen Enseignen registriert? Wir haben eine Reihe Fälle bei den verstorbenen Personen, die aus den Alters- und Pflegeheimen sind, und noch eine Reihe Infizierter, so wie das auch im Ausland der Fall ist, dass sich zu erwarten, das sind die Plätze, wo die vulnerablen Leute sind, dass da Herden kommen. Ich meine, das sind Plätze, wo die vulnerabelsten Leute sind, und auch Leute, die am Alter sind, sodass da eine Situation nicht ernst ist, wie dann so einer Krise zu erwarten ist. Ja, das ist aber nicht speziell
inquietant par rapport zu dem, was den am Ausland kann gesehen. Dann noch eng Frau von RTL zur Situation, wenn ihr gehielt ist. An Deutschland muss 2 Tester durchschlafen, die negativ ausfallen, für als geheilt zu gelten. Wie sind Richtlinien dazu heute zu Lützeburg, wie ihn als geheilt angestuft wird? Geht es wirklich just die Richtlinie von 14 Tagen Quarantäne? Und wenn ihr keine Symptome mehr aufweist, als ihr geheilt? Wir haben bewusst nicht mehr die 2 Tester, erstens mal für Tester nicht zu verbitzen, dass die eng sind, und das andere ist, weil die Tester ja auch nicht 100% fiabel sind. Das ist mir vorhin auf der Richtlinie, auf der Definition von 14 Tagen seit dem positiven Test. An 40 Stunden ohne Symptome. Das ist offizielle Definition heute zu Lützeburg, die also aligniert mit internationalen Richtlinien. Wie dat mat den andere Projekt umlaufen und schon an für den Immuntest zu den das eigentlich die sieht méi aus, weil man da wirklich ein Bild kriegen an der Population wenn nicht schon Immunität abgebaut erwähnt, setzen mir echt darüber, wie das mal logikfrieden systematisch schon nach Dürbeltest mit immens viel Opwand, Leute muss da hinauffuhren und so weiter. Das ist eine Risikoaufwertung, die man gemacht haben, nicht für pertinent fand, ob der Schiene weiterzuführen. D'autant plus, wo die Praxis auch am Ausland, wenn dann guckt, wie wenig Tester überhaupt gemacht gehen an den Ländern, wo die Praxis ist, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie sinnfrei der am Endeffekt ist. Also, ich meine, es ist besser, probieren maximal zu testen, au départ, für wirklich möglichst viel positiv Leute zu orten und auch dementsprechend zu behandeln, an ihnen Konsignien zu gehen, wieder ganz wenig zu testen und danach doppelt. Also. Eng Frau von Passaparola Magazine. Hier, il y a eu le Conseil européen décevant. La question s'adresse à Monsieur Bettel. Quelle est la position du Luxembourg pour soutenir économiquement des pays comme l'Italie, l'Espagne et la France, qui sont les pays les plus touchés par l'urgence du coronavirus? Soll ich froh einen Kopplitz bei euch stellen? Gut, also wie gesagt, ich habe gestern meine Intervention angefangen, an dem und Kroaten denken, die auch nach net Biwen hatten an den letzten Tag. Aber Spanien, Italien und noch verschiedene Regionen in Frankreich, wo die Situation dramatisch ist. Wir haben auch gewarnt, dass die Situation nur an anderen Ländern kann sein. Und dass Solidarität die ist, dass sie zusammen nur Lösungen sind, für zusammen das Problem zu lösen. Verschiedene Länder haben gemeint, dass Grenzen zu machen, Lösung wäre. Nicht nur noch gucken, die Lösung wäre. An Haut gesehen wir, dass wir als Europäische Union angewiesen sind und andere, weil wir auch als Europäische Union, muss ich sagen, von wie medizinisch Recherche, pharmazeutisch Recherche, die letzten Jahre nicht genug investiert haben. Haut, die guckt den Groß von den Produkten, kommen nicht aus Europa. Ich sage. Solidarität als für uns durch die Proposition am Brief geschrieben von den Corona-Bunds, dass wir bereit wären, am Anfang für gemeinsam und den Marché zu gehen. Wir wissen, dass Italien und Spanien, ich weiß nicht, wo Frankreich, Italien und Spanien für und allem, wenn die nur gerne auf den Marché so sicher gehen, Schwierigkeiten werden haben. Gestern, wo keine Unanimität für Corona-Bunds. Wir haben uns aber geeinigt, dass wir dem ECOFIN, der Finanzministerin, en die Lelossen, für das sie Propositionen machen, dass niewelenst auch die Kommission zusammen am Conseil mit den anderen Institutionen zusammenkommen, für eben Instrumente auszuschaffen, und dass wir als Regierungschefen, als Staatschefen, werden an 2 Wochen dann herumgesehen über Videokonferenz, für Donel mit Cap zu machen. Ich muss sagen, die Europäische Union hat auch ein Projekt für Solidarität. Und den Text ist für uns nicht stark genug gewesen, für die Solidarität wirklich zu unterstreichen. Wir müssen aber fertig sprechen, dass aber am Text dran steht, dass die Situation katastrophal ist, dass eine Solidarität muss da sein und dass man alle Instrumente sollen können analysieren, für eine Lösungen zu sichern. Das ist die Position, die Lützeburg bislang hat, das ist die Position, die Lützeburg hat und das ist die Position, die Lützeburg wird weiter behalten. Wir sind der Meinung, dass Solidarität hat, an zusammen eine Lösung zu sichern, die einzige Möglichkeit ist, aus der Krise zu kommen. Einer Punkt ist, wenn ihr gesagt, wie es mit den Mesuren gegangen ist.
Die eng hun recht für kurzen décidéiert, dass sie Wirtschaften an ihr Kaffee zu machen. Wie mir zu Lützeburg die Decision geholt für eine gewisser Zeit verschiedene Leute gesagt, oh direkt, mir gucken op und noch nicht gemacht. Das ist eine Responsabilität von uns gewesen. Hat Deva gehabt, wir hatten zu summen, als EU sprich zu 27 koordiniert Mesuren zu wählen. Es sind verschiedene Länder, die nach für puedisch richtig Decisionen geholt haben. Ich will nicht so, dass das alles Reperkussionen wird tun für Zochti. Weil aber dann die eng oder die einer verschiedene Mesuren nicht geholt haben, und dadurch ja dann am Anfang der Schluss von der Kontagion mehr lang wird dauern, weil eben verschiedene Leute eben die Konfinement, so wie wir noch direkt gemerkt haben, wie man zuletzt, wo ich den nächsten Fall hat, den Jochai infiziert hat, geholt haben. Dafür sind wir der Meinung, dass für Zuchti auch eine Koordination gebraucht wird. Wir können uns nicht erlauben, dass so nicht verschiedene Länder so bei uns ist alles fertig, bei uns geht lo muss es fair gehen, und dann sagen, hier haben wir all Konfinementstrukturen, weil sonst fängt man nicht bei null an. Der Risiko besteht. Da werden wir bis nicht fertig sprechen, für gemeinsame Mesuren zu holen. Hoffentlich, dass wir fertig bringen, zu summen, mit der Europäischen Kommission gemeinsam eine Exit-Strategie auch können ausschaffen. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Das Problem, also ein gemeinsames Problem, ist das kein nationales Problem. Dann eng Frau von Maison Moderne Delano. Quelle est l'attitude du gouvernement à l'égard des masques de protection en tissu fait maison par le public? À l'avenir, comptez-vous lancer un appel pour de tels articles ou pour que des personnes ayant des compétences en couture les fabriquent? So ein Appell ist schon lanciert, das ist eine Aktion für Maskenbitzen letzte Woche rauspromoviert, gehen ja doch ganz viel Succès. Große Merci auch für all die, die sich gemeldet haben. Weil das laut der Attitüde von der Regierung, so wenn wir an einen Engpass kommen von Masken, das ist natürlich besser eine selber gemitzte Maske wie kein. Wir gesehen statt als einen präventiven Appell. Wir hoffen darüber, sind auch immer zuversichtlich, dass wir demnächst wirklich aber massiv Maske kriegen. Wir konnten da ran, über die letzte Woche, dadurch konnte man viel mehr konsequent da rausgehen an den Sektor, an den Gesundheitssektor, an den Pflegesektor, auch noch auf einer sensiblen Plätzen. Ich hoffe, dass wir das wirklich verstärkt können, von Tag zu Tag weitermachen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich eine gute Sache, wenn Leute sich eine Maske machen, die sind all da. Wohl wissend, dass eine Maske kein absoluter Schutz ist. Also ich will auf jeden Fall etwas evitieren, dass das ein falsches Gefühl aus Sicherheit gibt. Die Maske evitiert, dass ich vielleicht Männer rausgehen, wenn sie kalt sind und wenn schneiden oder so oder beim Schwätzen. Das ist kein absoluter Schutz, denn der Virus wird nicht wirklich abgehalten dadurch. Dafür eine gute Sache. Schon nicht halt sicherlich ein bisschen etwas zurück, mit das keine absolute Sicherheit. Das ist ein Beholf, mit so nicht den Eindruck gehen, dass wenn ich so eine gebitzte Maske unholen, dass ich dann à l'abri de tout wäre und einem Kind einen Sicherheitsaufstand ein bisschen Chemie Labor gucken, denn das ist einfach extrem wichtig, dass das einzig was wirklich absolut sicher gilt, dass wenn ich wirklich mit einem Abstand bleiben, den Distancing beihält, physischen Distancing, da können ja mit den Schwätzen sich échangieren, ob einer Wehr, mit die physische Distanz ist einfach extrem, extrem wichtig. Nächst froh, auch von Maison Moderne Delano. Certains hôpitaux du pays ont-ils été la cible d'une attaque de hackers ce mois-ci? Et si oui, comment cette attaque a-t-elle été exécutée et qu'ont fait les hackers? Also sind Spitäler gehackt in den letzten Monaten und wie ist die Attacke vonstatten gegangen? Also Cyberattacke ginn der tägliche Reier dann an aufgeblockt, auch beim städtischen und nicht kennt ist von enger spezifischer Problematik, die nur an einem Spidol gewirrscht wäre. Aber als System, als sie protegiert, dann die Leute, die da mal umgehen, die sind täglich am Kontakt mit Tentative für zu hacken. Wir schon ob für bei froh zu antworten und nicht Kenntnis von einem speziellen Fall. Dann eine Frage von Luxembourg Times. Luxembourg's 9th recorded death for COVID-19 was a resident at a retirement home in Bartringen. How many of the other 8 deaths in Luxembourg were also people in retirement homes? Also die 9.
Todesfall war eng Person aus dem Pflegeheim Altersheim zu Bartring, wie viel von denen anderen 8 Todeschen zu Lützeburg waren auf Pflegeheimer. Das ist die Zahl, die ich für Drogen gesagt habe. Unter denen Todescher sind 5 Personen, die aus Pflegeheimer oder Altersheimer sterben. Nach denen 15. Genau. Nach denen 15, wo Nach da denen auch nach 15, ja. den einen von Milus, das heißt nach denen 14. Ja. Dann die zweite Frage. About 15 other residents of the retirement home in Bartringen were also infected with the coronavirus. Are there other retirement homes in Luxembourg where infections are confirmed or suspected, and how many residents are affected? Also, wie viel andere Altersheimer zu Lützeburg gibt, wo Infektionen konfirmiert sind oder Verdacht besteht, aber wie viele von den Residuen sind infiziert? Ich kann nicht konfirmieren, dass wir auch an anderen Altersheimen natürlich auch positiv Fälle haben, so wie auch auf anderen Plätzen. Wir gehen nicht in Detail wirklich raus, wo die Infektionen sind. Aber das ist ein Fakt schon dadurch schon gesagt, dass wir haben effektiv auch an Altersheimer positiv getestete Leute. Da sind noch dementsprechend Prozeduren en place, das von Anfang von der Krise absolut mit angeplant. Heimer wissen, wie sie damit umgehen. Sie sind geschult, für richtig zu isolieren, so dementsprechend Instruktionen kriegt. Das ist also ein Szenario, den absolut geriert ist, an dem Sinn, dass, wenn man positiv Fälle an einem Pflege oder einem Altersheim haben, dass die Leute auch Platz da wissen, und auch die nötigen Instruktionen haben, für dummer da umzugehen, und auch den Isolement dann so zu machen, wie ihn sich imposiert. Dann eine Frage vom L'Essentiel. Des jeunes patients ou sans souci annexe de santé sont-ils hospitalisés dans un état grave? Hospitalisiert ja, Mengen Informationen noch nicht auf der Intensivstation. Nach eng Frage vom L'Essentiel, wie Todeszahlen abgestellt sind. Comment sont comptés les nombres de décès? Inclut-il seulement les personnes décédées à l'hôpital? Nee, all. Dann eng Frage von AFP. Allez-vous tester toute la population résidente luxembourgeoise? Je n'ai pas bien compris votre intervention concernant vos plans pour la semaine prochaine, also Herdenimmunität. Das sind nicht Tester, die positiv sind. Das ist eine neue Generation und Tester, wo man über den Bluttest kann nachweisen, ob eine Person schon eine Immunität aufgebaut hat gegen die Covid. Und das sind Tester, die auch nicht flächendeckend gemacht sind, die Methodologie, die dem an der Leute beruht auf Echantillon, ein Echantillon repräsentativ für die ganze Bevölkerung, sodass es nicht flächendeckend ist an dem Sinn, dass in all einzelnen Bürgertest mit ein Echantillon, den Hand an Hand geht, mit dem, was von dem Test vorgeht. Und das ist das, was wir an der Planung haben. Das heißt, wir sind am Gange, das zu planen, was das für Land bedeutet. Wir werden Chance haben, weil wir eben einen begrenzten Zoll und Einwohner haben, für wirklich können das über diese ganzen Territoire zu machen, aber aufgrund von einem Echantillon. Dann eine Frage von Lützebauer Gemengen. Le confinement oblige au télétravail. Analyserez-vous les résultats auprès des entreprises et s'ils sont positifs, espérez-vous davantage de mesures pour faciliter le télétravail une fois l'épidémie terminée? Die wisst du, dass der den von den Punkten ist, wo wir schon darüber diskutiert haben, auch wie wir können evitieren mit den Ballungszentren, wie wir können eine Dezentralisation und evitieren, dass all die Leute selbst im Moment auf dieselben Platz kommen, dass ein Teletravail ein Teil von den Möglichkeiten auch ist, für eben ein Delestage von der Straßen, ein Delestage von der Konzentration von Leuten auf den selben Plätzen. Da sind ein Grütsch von Analysen, die schon gemacht sind, und wir sind der Meinung, dass ein Teletravail auch eine Realität ist für die Zukunft, zu evitieren, wie gesagt, dass der Verkehr auch immer mehr schlimm geht, wenn verschiedene Betriebe sich auf einem Platz installieren. Wie gesagt, ein Bilan ist vielleicht ein falscher Bilan, weil wenn ich so viele Leute am Teletravail auch hört, wie sie nicht, ob ihnen dann das Resultat kriegen, wenn ich einen gewissen Prozentsatz am Teletravail kriegen. Wie gesagt, wir schließen
selbstverständlich nicht aus, dass Fischers nur diese Experience zu gucken, wie die Experience von den Betrieben, die vielleicht bis kein Teletravail auch gemacht haben, vielleicht incitiert auch können gehen, für den Teletravail zu machen. Wir sind an dem Kontext auch ganz froh, dass man auch mit der Belgier noch mit Frankreich oder den Akkor auch von tun über den Teletravail für die Frontalien, für das du die Dispositionen sie von den maximalen Dich auch abgehoben konnten. Teletravail als haut es das eine Realität an, die wisst, dass das Regierung au contraire den Teletravail favorisiert, meint, dass der auch eine Alternativ kann gehen. Selbstverständlich nicht alles am Teletravail, mehr ein Teil am Teletravail. Zweet froh vun Lëtzebauier Gemengen. Les personnes en chômage technique ou partiel peuvent-ils se porter volontaires sur la plateforme GovJobs? Ja, selbstverständlich. Wir hatten darüber diskutiert, das nicht kontradiktorisch beim Fett, dass sie vielleicht am Chômage-Technik, ich meine, dass die Benevoltaschen wirklich gebraucht auch gehen. Aber wenn sie an einem Chômage partiell gesagt gesehen, als du ganz oft Betrieb, was dezidiert wird, da kann ihn auch nicht der Person so, dass ihn auch nicht darf, sich engagieren für seine andere Matbürger. Das heißt, den Schwill melden, wir können zu helfen, wird nicht dann seine Rechte gestracht kriegen, die sonst so gut wird. Frohe vom Quotidien, ich probiere die rauszufiltern, die wir schon hatten. Situation geht immer mehr angespannt an den Altersheimer, an der Maison de Soins. How dialo eine adaptierte Strategie für eine Prise en charge? Wir keine adaptiert Strategie, wir haben die Strategie, die wir da en place gesetzt haben, und die appropriiert ist, die geht natürlich Vollgas durchgezogen. Wir sind mitten am Deployment von der Strategie. Und dann zweitfroh zu den Fällen von den Non-Residents, sind das exklusiv Frontalien? Meines Wissens schon, ja. Ich weiß, dass wir ganz viel über die Grenzen waren, ja, dann sind Frontalien. Ich muss das aber verifizieren, kann sein, dass ich oder den anderen mehr. Keine Information, dass es schon beantwortet, eine Frage von Reporter dann. Gibt schon Leute aus der Reserve sanitaire an den Spitälern angesagt? Ja. Sie Formationen für das Leute vorgesehen? Wir Formationen geplant, die sind bereit für Leute kurzfristig können umzuschauen auf verschiedenen Akten. Aber die sind noch nicht aktiviert, bis wir das bereit. Und dann noch eine Frage vom Wort. Denkt die Regierung daran, die Nationalethikkommission anzubannen, so wie das beispielsweise in Bayern der Fall ist? Das ist nicht spezifiziert, aber ich denke, das geht auf die Decisions... Ja, wir hatten morgen am Regierungsrat einen Échange darüber an Madame Lehnert, hat heute Mittag nach einer Reunion mit den Ethikkomiteien auch aus den verschiedenen Spitälern, für dort zu gucken, eine gemeinsame Position noch auszuschaffen. Dann durch den Filter nach einem Frage von Reporter, auch wenn dir so, dass die Situation weiter graf und nach lang nicht überstanden ist, gibt es den Zeithorizont, wie lang den aktuellen Lockdown, ob man es noch muss beibehalten gehen oder auch nicht, wie ein Kriterien müssten erfüllt sein, dass der Lockdown kennt abgehoben gehen, kennt gelockert gehen. Das werde ich für Donau gesucht und dann kann ich zu diesem Zeitpunkt werde mir als nicht dazu äußern, das werde ich für Donau angeschwert tun, wo mein ganze Equipe darauf schaffen hun für eine Strategie für als Land zu gehen. Die werden mit nächster Woche stabilisiert sein. Das heißt, wir werden dann die nächste Stunde hun für ob den Donneien ein oder den anderen Szenario können wirklich Druck zu setzen. Wieso nicht mehr? Merci. Merci.